Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig und ich sollte dringend ins Bett gehen, wie ich gesehen habe. Ja, ein bisschen Energie-Einbuße haben wir gehabt, weil wir um Ende da im Bett waren erst. Dekorative Schale, aha, okay. Okay, das kann ich einfach so platzieren, wo ich Bock drauf habe. Alle hopp. Was läuft dann so im Fernsehen noch? Königin der Soßen, perfekt, kann ich wieder ein neues Rezept lernen. Okay, Kohlsalat kenne ich schon, das weiß ich schon, ja. Das Wetter wird morgen wieder klar und sonnig. Und die Geister sind neutral. Schicksal liegt also in meiner Hand. Gut, ein Blumenkohl finde ich auch gut. Das können wir dann auch zu der Yumino tragen. So, der Blumenkohl können wir auf jeden Fall. Oh, schön. Alter Falter, da ist aber ganz schön was gewachsen hier. Lecco mio. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay, dann haben wir heute definitiv noch ein straffes Programm vor uns. Ein Blumenkohl können wir definitiv verkaufen. Ich glaube, die ganze Narzisse sollten wir uns aufheben, dass wir, tja, du ist jetzt Lach natürlich noch dabei, klasse. Sollten wir uns vielleicht aufheben, dass wir für Hailey immer mal wieder Geschenke, weil die sind ja saisonal für, der Frühling nur, die Pflanze. Deswegen sollte man die vielleicht einfach mal aufheben. Aber ich weiß nicht, ob die dann im Sommer einfach verblühen, die Dinger. Naja. Okay. So, das Zeug sammeln wir jetzt mal alles auf, was wir noch können, möglicherweise. Tja, jetzt können wir auf jeden Fall hier auch nochmal was anlegen. Das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Und ein Lach heben wir auf jeden Fall noch für den Willi auf. Sehr schön. Das waren unser Narzisse. Ja, Hund. Ist gut. Ach komm, egal. Wir finden für Hailey bestimmt auch noch andere Geschenke. So, das ganze Zeug verkaufen wir. Wenn uns die Yumino schon so schöne Geschenke gemacht haben als Frühlingssaat, dann nutzen wir das doch auch. Dann zusätzlich würde ich auch noch sagen, dass wir hier das Feld noch umgestalten und hier noch erweitern. Da haben wir halt, glaube ich, wieder ein bisschen Felderbe vor uns. Elach oder generell Ens würde ich ganz gern von allem aufbewahren hier. Dass wir einfach von allem Appes noch hin. Wäre vielleicht nicht so verkehrt. Löwezahn, ja, haben wir auch noch einer. Gut, der Rest kommt wieder in die Kiste. Rein mit euch. Perfekt. Gut, dann gilt es doch hier die Felder weiter zu gießen. Und heute würde ich eigentlich einfach nur ganz gern zu Hailey ihr noch das schöne Geschenk machen. Und dann würde ich den Rest vom Tag auf dem Hof einfach verbringen wollen. So, da. Und da einfach noch ein bisschen erweitern auf der Seite. Ja, die Pastinake wachsen auch mal wieder wie Unkraut. Und vielleicht, ne, in Stäh, ich weiß nicht, ich überlege gerade, ob ich es in Stäh ausbauen sollte. Aber schauen wir einfach mal. Hoppala. Das sehen wir ja dann, wenn wir aus der Stadt wieder zurückkommen. Immer hier ist ja auch sonntags. Das heißt, die Leute schaffen hier auch sonntags. Glaube ich zumindest. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube aber. Ich glaube, in der Woche vorher haben sie auch am Sonntag geschafft. So, da. Mal wieder kein Wasser. Und. Jipp. Gut. Das ist aber schön, dass das Beet hier wirklich noch so ertragsreich war. Das gefällt mir definitiv sehr, sehr gut, habe ich gesagt. So. Dann können wir da noch rüber. Da können wir später hier noch ein bisschen Gras mähen und hier einfach nochmal anlegen. Ja, die Erdbeere scheinen auch ganz gut zu kommen. Und Grünkohl heben wir uns auf jeden Fall auch noch was Rezept auf. Da brauchen wir noch Essig und, hoppla, Essig und Mayo. Damit wir so einen Kohlsalat noch herstellen können. Und dann natürlich auch noch eine Küche. Also es hängt dann doch ein bisschen mehr Ratteschwanz dran als gedacht. Gut. Gut. So, dann haben wir hier erst einmal alles gemacht, was ich machen wollte. Das heißt jetzt erstmal wieder ab in die Stadt. Warte mal. Qualitativ, wir heben wir uns einfach noch für Hailey auf, falls wir ihr dann nochmal begegnen. So, ich will jetzt aber erstmal in die Stadt.
Und dann gucken wir mal, was wir da noch finden. Ah, sehen wir mal da. Normale Narzisse werden wir hier noch begegnet auf dem Weg. Gut, dann ab zum Clint zuerst. Dann zum Gemeindezentrum. Und ich glaube, Hailey lungert sowieso um die Mittagszeit im Park rum. Die ist ja dann anscheinend immer alle im Park. Okay. Der schafft gerade an seine Beete. Ach, interessant. Dann gucken wir mal, was da in dem Ställ, nicht in dem Ställ, sondern in der Geode drin ist. So, dann brecht er mal so Geode bitte für mich auf. Und, was ist da drin? Was ist denn das? Ein Granit. Ah, schön. Das ist dann natürlich auch perfekt geeignet, um zu Gunther damit zu gehen. Und dann nochmal was zu spenden. Und dann können wir gleich mal gucken, ob der den Schlüssel möglicherweise hat. Belohnung können wir noch abholen. Oh, geil. Das ist natürlich super. Sau gut. Merci. Und Granit, das ist anscheinend dann auch noch Gesteinssorte, die es einfach noch so gibt. Die können wir ja mal hier stapeln. Gute Belohnung habe ich jetzt nämlich freigeschaltet. Und wo der seinen Schlüssel haben soll, kann ich leider auch nicht sagen. Da fehlt ein Buch. Da fehlt nachher noch ein Buch. Heieiei. Eventuell kriege ich das mal irgendwann als Belohnung, wenn ich genug Zeug gebraucht habe. Man weiß es nicht. Okay. Dann war das jetzt schon mal erledigt. Und ich steht noch ganz gern in den Park gehe zum Gemeindezentrum. Da muss ich sowieso noch meinen stinknormale Blumenkohl abliefern. Und bei der Gelegenheit kann ich ja auch gleich nochmal gucken, ob Hailey im Park ist. Kann ich ihr nämlich noch das Geschenk machen. So, wo ist sie dann? Ah ja, da ist er. Glücklicherweise weiß ich ja, wo sie ist. Dank sei Stalking. Du hast an dich an meinen Geburtstag erinnert. Ich bin beeindruckt. Danke. Gern geschehen. Wie sieht's dann jetzt aus mit uns? Ui, okay. 2 Herzen habe ich schon. Super. Können wir mal so mit der retten? Meine Schwester ist so merkwürdig. Manchmal frage ich mich, ob wir überhaupt verwandt sind. Punkt. Okay. Die hat nichts mehr zu sagen. Aber scheinbar mag sie mich jetzt. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Gut, der Blumenkohl kann ich dann gleich nochmal zu der Yumino bringen. Das war, glaube ich, hier. Jo. Genau, das ist dann komplett. Sehr schön. Gibt es dann irgendwas? Belohnung, wenn ich das alles hier gemacht habe, gibt es dann Gewächshaus. Sehr geil. Handwerk. Oh, da muss ich anscheinend mehr machen, als mal lieb ist. Das ist ja echt nicht schlecht. Aber was gibt's denn jetzt erstmal? Geschwindwachs. Stimuliert die Blätterproduktion, steigert die Wachstumsrate einer Pflanze garantiert um 10%. Das ist auch nicht verkehrt. Definitiv keine schlechte Belohnung. Die wissen scheinbar, was ich brauche. Oh. Ja gut, ich habe noch was gebraucht. Jetzt wollen sie natürlich noch mehr. Guckt euch mal den an, wie er das Paket hier reinbringt. Heil dir, Kaiser Victolosaurus. Das ist der blaue für die Fische. Und da ist da noch was. Neues erschienen. Heizraum. Das gibt dann Lorenreparatur. Ui, okay. Bündel Schmiede brauche ich Kupfer, Eisen und Goldbarre. Einer können wir auf jeden Fall schon mal abliefern. Abenteurer, genau. Schleim, Fledermausflügel, Solaressenz und Schottenessenz. Ach Gott. Geologie. Quarz, Erdkristall, gefrorene Träne und Feuerquarz. Okay, die 2 Dinger hämmer. Also da könnte man noch dran denken. An der an der normale Quarz und an der Erdkristall. Und wir könnten noch an der Kupferbarre denken. Das wäre nicht schlecht. Gut, im Prinzip habe ich jetzt alles für heute erledigt, was ich noch vorerst machen wollte. Vielleicht, wenn wir heute Abend einfach noch ein bisschen Zeit haben. Gucken wir mal, wie es so aussieht. Gut, dann probieren wir doch gleich mal den Geschwindwachsdünger aus. Und wir könnten hier noch ein bisschen was umgestalten. Da wäre ich definitiv jetzt stark dafür. Das heißt, das Feld wird erstmal abgerobbt. So, und da entsteht dann nochmal ein neues Feld.
Müssen wir nicht alles abroppen. Aber auf jeden Fall schon mal Vorarbeit leichter. Okay, ein bisschen was haben wir gekriegt. Und das können wir auch noch mehr. Perfekt. Dann können wir hier mit der Hacke wieder... Ackermann. Ackermann. Du Hutsimpel. So. Da wollen wir hier. Dann können wir da nämlich nochmal ein zweites anlegen. Und zack. Genau, dann machen wir jetzt hier nochmal... Ui, das sieht aber auch cool aus. Gucken wir doch mal, wie das abläuft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 und 9. Dann pflanzen wir hier noch das Blumenkohl-Ei. Da ist ja glücklicherweise schon gegossen. Sehr schön. Okay, hier und... Ah, jetzt habe ich immer vor Oma gedüngt. So ein Mist, so ein Blöder. Na egal, wir gießen das trotzdem mal. Und gucken mal, was dabei rauskommt. So. Okay, jetzt bräuchte ich schon 2 Vogelscheiche. Halt eine Gaul. Ah, ja, ich weiß. Ich weiß, mein Lieber. Okay, dann hier das erstmal wegmachen. Den ganzen Kram. Möglicherweise könnte man noch hier den Barmfäller. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Allzu viel haben wir nicht mehr an Energie. Nee, wirklich nicht mehr. Okay, jetzt könnte man, glaube ich, die Kekse ganz gut gebrauchen. Das kommt wieder rein. Moment, wie viel bringen denn die Kekse? Hauptsächlich Energie. Okay, perfekt. Eine Narzisse, Hämmer. Ja, jetzt haben wir Andy drin. Warte mal. Halte mal eine Gaul an. Wir machen die Tollerei, damit wir das noch Hayley geben können. So, ich mag jetzt Mamas Kekse essen. Auf jeden Fall. Lecker Schmecker. Jetzt haben wir auch wieder genug Energie übrig, dass wir heute noch produktiv sein können. Warte mal. Warte mal. Ich würde noch ganz gern mich an Städzaun probieren. Habe ich jetzt mal mich dazu entschlossen. Gibt es da zufälligerweise? Ne, es gibt leider kein Städtor. Aber wir machen auf jeden Fall mal ein paar von den Dinger hier. Da haben wir 2 Felder nebeneinander. Machen wir gleich mal 40 Stück. Das reicht hoffentlich. Und dann legen wir das Ding mal an. So, gucken wir da mal. Ah, so ein Mist. Nee, du musst noch einer mehr hier. Das passt nämlich dann ganz genau. So. Schuldigkeit. So, das muss dann hier. Brauche ich hier noch einen Stählweg, genau. Deswegen. Dann haben wir hier 2 schön aneinander grenzende Mauern. Warte mal. So. Genau, da sparen wir wieder fast Tor. Und zack. Da muss ich noch stehen können. Deswegen geht's da entlang. Ja, super. Super Sache ist das. Da fehlt dann noch in der Ecke einer. Genau. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Ich bin sehr zufrieden gerade mit. Das sieht echt toll aus. 2 brauchen wir noch von den Dinger. 1, 2. Genau. Dann brauchen wir noch Holz für die Tore. Holztor können wir nämlich leider noch nicht. Holztor, Quatsch. Städtor können wir nämlich leider noch nicht. Und der Rest an Holz kann wieder rein. Genauso wie, ach, der Dünger, glaube ich. Und dann machen wir noch 2 Holztore rein. Ah, nee, ich brauche doch auch noch einen Weg. Natürlich brauche ich doch auch noch einen Weg, Herrgott. So, das Zeug inklusive der Quarz. Der Quarz habe ich jetzt leider nicht mit dabei. Na, klasse. Ich bin doch auch ein Seppel ohne Ende. Was sind sie da noch gebraucht? Schleim wollten sie, da habe ich aber nicht genug. Quarz und Erdkristall war noch, aber ich habe anscheinend keinen Quarz mehr. Na gut, dann halt nicht. So, jetzt erstmal da. Und hier. So. Dann machen wir noch ein bisschen Weg. Wir probieren es erst mal mit 20. Das sieht doch schon richtig schön aus. Und sobald der Holzzaun do Neva ausgedient hat, würde ich dann do auch einen Städzaun außenrum bauen. So. Aller hopp. Dann brauchen wir nochmal so viel. Mindestens, ne? 23, das könnte eventuell gerade noch so reichen. Schauen wir doch mal. Wir verwenden jetzt einfach mal alles an Stähl, was wir noch haben.
Hauptsache außenrum. Das ist mir persönlich wichtiger als der Mittelgang. Rein von der Ästhetik her. Dann schauen wir mal, ob wir das jetzt nicht noch gebacken kriegen. Ja, schon schön, wenn. Komm schon. Hopp, hopp, hopp. Alle hopp. Und... Ah, 2 sind noch übrig. Sehr schön. Okay. Gut. Na dann. Ist soweit alles gemacht hier, ne? Das heißt, die Plasterstärken hier rein, wenn wir die nochmal brauchen. Und mit der Restenergie tät ich eigentlich ganz gerne noch eine Runde angeln jetzt. Einfach, dass wir die Zeit noch genutzt hätten. Vielleicht kommt hier was raus. Schauen wir mal. So ein Schluck Wasser wäre auch nicht schlecht zwischendurch. Ah, du derzelt einem richtig die Kehle aus, wenn man die ganze Zeit nur verzählt. Und ich meine, ach, während ich aufnehme, ist ja auch ein schöner Frühlingstag, muss man auch dazu sagen. Es ist zwar nicht der 14.04., aber es ist ein Sonntag halt, wo ich aufnehme. Ach ja. Ja, komm schon. Erzähl mal nix. Ja, hier finde ich anscheinend echt nur Scheiß. Dann würde ich dann doch eher die Energie noch zum Holzhacker nutzen. Na, komm. Ja gut, den Müll schmeißen wir auch noch fort. Eventuell bringt so ein bisschen was. Dann hacken wir noch ein bisschen Holz. Oder, ja, wir brechen vielleicht lieber noch ein paar Stähe. Ist vielleicht wirklich ein bisschen besser. Weil du könnte es sein, dass noch ein bisschen Kohle abspringt. Die Bäm lassen wir jetzt gerade mal vor der Hund. Aber die Stähe würde ich eigentlich ganz gern hacken. Und warte mal. Da haben wir ja auch noch so lustige Höhle. Ah, da ist Kohle. Perfekt. Ja, was es hier mit auf sich hat, das werden wir vielleicht auch mal irgendwann erfahren. Aber genau darauf habe ich gehofft. Ein Stückel Kohle. Und noch ein Stückel Kohle. Ja, perfekt. Wie für uns gemacht, oder? Als hätten sie es gewusst. Jetzt brauche ich nämlich... das Stäb brauche ich nimmi. Ich brauche aber... die Fasern und ich brauche das Holz. Dann kann ich nämlich noch 2 Vogelscheiche herstellen. Das ist natürlich optimal. Reihe und Reihe. Warte mal. Die Angelrute machen wir auch zurück. Damit uns hier unser kostbare Ernte nicht wegfuttert wird von Krähe. Machen wir das so. Und das machen wir so. Perfekt. Bin ich doch schon ziemlich zufrieden mit mir. Und es ist doch ein bisschen zu spät, um nochmal ins Gemeindezentrum zu gehen. Aber um die Gießkanne zu füllen, habe ich definitiv noch Zeit. Gut. Na dann, ab in die Haie, ne? So. Königin der Soßen. Ja, neutral, das wussten wir schon. Und der Kohlsalat, den kennen wir schon. Und der Wetterbericht von morgen ist clownsonnig. Okay. Sammeln Stufe 3. Plus 1 Axteffektivität. Und wir haben Zapfhahn gelernt. Okay. Ah, nicht schlecht. Eieieiei, da haben wir ja richtig geile Ernte gehabt von den 30 Frühlingssaat. Und der 15. Gut. Ich würde eigentlich ganz gern auch mal ein bisschen weiter sparen, um große Sachen noch zu holen. Ah, ich bin bisher auf keine Krähe gestoßen. Die Vogelscheuch hat anscheinend auch was zu sagen. Und wie sieht's dann aus? Ja, perfekt. Wir haben schon 2 sehr gute Pastinake geerntet. Bohnen können wir auch nochmal hier finden. Qualitativ hochwertige Bohnen sogar. Das gefällt mir. So gefällt mir das doch. Gut, Hacke. Und hier. Hoppala. Und so. Dann würde ich auch nochmal, glaube ich, zum Pierre gehen und noch ein bisschen Pastinake-Saat holen. Das kann definitiv auch nicht schaden. Oh, das sieht aber arg zerrobbt aus schon auf meinem Feld. Das gefällt mir nicht so gut. Jawohl, so machen wir das. Dann wird erstmal nochmal gewässert. Der Dünger scheint ja auch eine Weile zu halten. Aber wir gucken nochmal in den Briefkasten.
Hallo, mein Liebling, ich weiß, dass gerade erst mit dem Gärtner angefangen hast, deswegen wollte ich dir einen kleinen Tipp geben. Die meisten Pflanzen wachsen nur in einer Jahreszeit. Wenn der Sommer kommt, werden all deine Frühlingspflanzen vergehen. Also plan gut. Oma Evelyn. Dankeschön, Oma. Ja, hier hat ja auch der Monat 28 Tage. Und dort noch sollte man halt wirklich aufpassen. Deswegen sollte man wirklich recht gut planen. Und noch am 20. vielleicht nicht unbedingt mehr was einpflanze, was länger dauert. Ah, da ist auch noch was. Noch ein Pastinaker. Schön. Die 5 hochwertige Pastinake müssen wir auf jeden Fall aufheben. Das wollen nämlich die Yumino haben. Ah, ein Blumenkohl gibt es auch noch aber drauf. Sehr schön. Gut, gut, gut. Ich bin zufrieden. Durch die Pastinake kommen auch noch gut. Aber wir sollten auf jeden Fall nochmal Pastinake kaufen. Die sind günstig. Und man kann ordentlich damit verdienen. Die wachsen schnell, sind günstig. Das ist eigentlich optimal. So. Ihr werdet auch nochmal gegossen. Aber ich finde, ich habe sie eigentlich echt schön angelegt. Mir persönlich gefällt das sehr gut. Ihr könnt mir natürlich liebend gern Bescheid geben, wie ihr mein Design von meinem Hof seht, wie euch das gefällt oder auch nicht gefällt. Und könnt mir auch sehr gern Anregungen und Tipps geben. Da würde ich mich definitiv sehr drüber freuen. Aber es ist nach wie vor Aufnahmesession, wo ich aufnehme, bevor überhaupt Stardew Valley bei mir auf dem Kanal veröffentlicht wurde. Deswegen, ja, wird dann erst noch ein paar von der Episode dann greife das Ganze, noch der 10. Episode oder so, schätze ich. Aber ich muss das einfach schon im Vorfeld aufnehmen, damit ich möglicherweise nicht mehr so viel Stress habe mit dem Ganzen. Weil wenn die Master Arbeit anfängt, dann habe ich halt richtig Stress. Okay, 2 hochwertige habe ich. Und der Rest, den können wir eigentlich verticken, würde ich sagen. Das sieht ganz noch aus, als könnte ich da wirklich alles verticken. Gut, 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 gut. Sehr schön. Na dann. Ah, jetzt ist auch die Lachsbeere-Zeit. Das weiß ich nämlich definitiv noch. Von meinem Probespielstand. Wenn die Büsche so aussehen, dann kann man die Lachsbeere rausschütteln und die kann man auch noch recht gut verkaufen. Das ist natürlich echt nicht schlecht. Die wachsen auch überall hier in Büsche. Also das ist egal ob Stadt oder sonst wo. Die wachsen überall, die Dinger. Es ist wieder Daily Quest vorhanden. Kennt mal jemanden Goldbarre bringe? Ich lieb das Zeug. Schorsch. Ja, aber, ne? Ich würde so liebend gern, aber wie soll ich dann derzeit an Golddraht kommen? Das ist etwas unrealistisch gerade. Ja. Oh, du bist es, Ackermann. Ja, natürlich. Natürlich bin ich's. Wer auch sonst. Wir holen uns mal 20 Stück. Und dann reicht es auch erst einmal. Ich will nämlich echt nochmal ein bisschen sparen. Ah, Essig. Heute auch zufällig Mayo im Angebot. Standardgetreide. Na, okay, das kann ich jetzt leider nicht, so machen, dass ich das jetzt irgendwie einpflanzen kann. So rum, jetzt haben wir es mal endlich. Okay, Katalog. Bringt dir unlimitierte Zugriff auf alle Tapete und Böde, bequem von deinem Haus aus, auf 30.000 Gold. Alter. Kirschsetzlinge. Wächst in 28 Tagen zum reife Kirschbaum, trägt im Frühling Früchte. Wächst nur, wenn die die 8 umliegende Felder leer sind. Eieiei. Aprikose, das wächst auch nur im Frühling. Orange wächst im Sommer. Wir könnten möglicherweise auch auf so einen Orangesetzling sparen. Granatapfel im Herbst, Pershing im Sommer, die Äpfel wahrscheinlich... Ah, im Herbst. Okay. Schön. Schön zu wissen, dass es das ja auch noch gibt. Aber ich würde einfach ganz gern jetzt mal in Pastinake... Komm, scheiß drauf. Wir haben noch mehr als genug. Wir machen... So, wir machen 25 Pastinake. Das hätte ich ganz gern noch verkauft. Und dann würde ich noch ganz gern ins Gemeindezentrum gehen und vielleicht noch ein bisschen von da in der Mine oder auf dem Hof verbringen. Wobei ich eher sagen würde, wenn ich jetzt hier mein ganzer Kram noch bei mir habe, würde ich ganz gern eher noch lieber noch
Ne, Heidi ist leider nicht hier. Lieber noch auf den Hof. So, da. Aber für euch habe ich auf jeden Fall schon mal was. Und N-Quarz sollte ich auch noch mal aufheben für euch. Ich versuche auch einfach mal ein bisschen tiefer in die Mine zu kommen. Da habe ich auch etwas mehr A-Reiz, um ehrlich zu sein, als beim Angler. Geologie, genau, bitte schön, ihr liebe Geister. Und was war da genau? Der Kupferbarre war da noch. So, ich muss erstmal überhaupt gucken, dass ich an Eisenerz dran komme. Aber, ja. Steht da mal Sache verheizt, steht jetzt nur noch Hoferbe dran. Ich mag vielleicht auch nochmal vorbeigucken, wie es unten aussieht mit der Geburtstage. Okay, Hailey ist mal wieder nett hier, schade. Und mag gerade mal gucken, wie es mit der Geburtstage aussieht. Ah, die machen jetzt mal alle Mittagspause, wie es aussieht. Okay, der nächste ist der 18. Das ist Pams Geburtstag. Okay. Gut. Sehr schön. Gut. Dann wird jetzt erstmal nochmal gepflanzt und ich rahme noch ein bisschen auf meinem Hof auf. Ich denke, das ist schon nicht schlecht. Oh, einen Moment mal, ihr liebe Leute. Du hat's gerade geklingelt. Die Post ist da. Bis gleich. Da bin ich wieder. So, Entschuldigung. Wie gesagt, wenn die Post kommt, ja, dann muss auch ich mal rennen. Anders geht's halt nicht. Ah, da fällt mir jetzt ein natürlich. Dann können wir selbstverständlich auch noch den Dünger verwenden. Das versteht sich von selber. Der war hier. Und da hatten wir noch ein bisschen Harz. Damit wir noch zur Not Standarddünger herstellen können. Gut, so. Können wir erstmal ein bisschen Dünger. Das, ja, sollten wir auf jeden Fall noch machen. Dann können wir die Pastinake schon mal setzen. Und wir können das Ganze auch schon mal gießen. Dann haben wir uns die Erbe schon mal gespart. Ja, du hockt da schon draußen vor meinem Zaun. Ist vielleicht nicht schlecht, dass ich hier einen Zaun gebaut habe, du Butzer. Gewitterbutzer da vorne. So. Dann können wir da. Da ist ja glücklicherweise schon alles gedüngt. Also nichts wie rein mit unserem Zeug. Und dann bleiben noch Sieve übrig für das andere Feld. Ja, so allmählich expandieren wir, merken das? Das ist echt nicht schlecht. Und ich finde persönlich auch mal Aufteilung von den 5er-Felder echt gut. Ich will mich hier jetzt nicht zu sehr loben, aber mir persönlich gefällt das eigentlich ganz gut. So haben nämlich auch die Vogelscheuche ihre maximale Wirkung. So, hier und hier. Dann pflanzen wir erstmal das Zeug noch ein. Dann brauchen wir noch 3 Stück. Das hier ist für mich erst einmal. 1, 2, 3. Standarddünger. Genau. 1, 2 und 3. Dann, genau. Wird gebellt. Und wir pflanzen das Zeug noch an. Dann könnte man möglicherweise auch mal beobachten, ob es einen Unterschied zwischen dem Geschwindigkeitswachs und dem Standarddünger gibt. Das wird mich persönlich auch interessieren. So, dann sieht das alles gut aus. Haben wir uns wieder schön um unseren Hof gekümmert. Und wir fällen hier einfach noch ein bisschen Richtung Süden, damit wir da möglicherweise auch noch expandieren könnten. Das wäre auch nicht schlecht. Genau. Moment, bevor ich es vergesse. Jetzt höre ich nämlich gerade noch den Hund bellen. Du riechst natürlich nochmal Wasser. Vielleicht sollten wir hier over. Ich glaube, das ist doch auch etwas sinnvoller, hier over ein bisschen frei zu machen. Immer hier ist doch auch ein Eingang, der damit zusammenhängt. Bin immer gespannt, was diese Schreine hier bedeuten. Das wird mich echt mal interessieren. So, Ahornsamen hat es noch Falle. Oh, Moment, Falle gelost. Ich heudoi. So, ich habe noch 3 Pastinake-Saat drin gehabt. Gewitterleid. Ich bin manchmal aber echt so ein Dulli, wie Tinoe Sache wird. Ich liebe das Wort. Ich habe das zwar bisher noch nie gehört selber in meiner Gegend, aber ich finde das Wort Dulli einfach nur klasse und habe das selber schon übernommen. Okay, jetzt haben wir hier auf jeden Fall auch wieder ein bisschen frei. Es wäre echt nicht schlecht, wenn wir hier zwischendrin so ein bisschen aufrahmen könnten, dass wir möglichst viel freie Fläche haben, sodass wir auch irgendwann mal die Auswahl haben, was wir überhaupt machen wollen und wo wir weiterbauen wollen. Ah, gemischtes Saat finden wir auch noch. Das ist natürlich super.
28 Energie habe ich noch. Es ist zwar nicht mehr so viel. Aber wir schauen mal, was wir noch machen können. Warte mal. Das Zeug kann weg, das Ach. Und der Rest kann in die Truhe erstmal rein. Das finden wir ja sowieso wieder, das Zeug. Und dann können wir uns die gemischte Saat holen. Wir können einen Standarddünger herstellen. Wobei, warte mal, wir können auch ein bisschen mehr von dem Zeug machen. Und können hier schon mal in weißer Voraussicht das Feld einfach so düngen. Das verschwindet ja nicht noch ein paar Tage. Insofern können wir das ja schon mal in weißer Voraussicht einfach mal so düngen. 3 brauchen wir noch. Dann haben wir nämlich das ganze Feld schon mal vorgedüngt. Das ist echt nicht verkehrt, denke ich. Dann hier machen wir das gerade so weiter an der Stelle. Und perfekt. Sehr schön. Dann geht es hier noch ein bisschen weiter. Und bleibt noch der große, fette Knorzer. Komm schon. Enttäusch mich nicht, Ackermann. Du bist langsam erschöpft. Da kommt den Knorzer mal an. Wok vor allem. Könnte knapp werden, ne. Gerade noch so Gewittererleid. Okay, dann machen wir hier zu. Hier machen wir 8 zu, dass der Hund nicht reingeht. Und dann schauen wir mal, wie viel haben wir dann an Hartholz? 8 Stück, das reicht leider nicht für die Sammlung. Ich glaube, mir fehlt, warte mal. Das und das brauche ich, glaube ich, damit ich ein paar lustige Sachen noch, genau, Müsli-Riegel. Das nehmen wir uns dann nämlich als Kraftnahrung, genau, das nehmen wir uns als Kraftnahrung nämlich morgen mit für die Mine. Genau. Und, ja, dann würde ich doch sagen, produktiver kann der Tag sowieso nicht mehr werden. Moje wird's den ganzen Tag regnen. Ja, perfekt. Was sagt Lebe vom Land? Lachsbeerezeit. Im ganzen Land sind Bischwaller saftiger kleine Beeren. Du kannst sie einfach pflücken. Die zu ernten ist ein großartiger Weg, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Ja, wisst was? Statt jetzt einfach den Tag so zu beenden, gehen wir vielleicht einfach noch ein bisschen raus. Es muss noch nicht besonders weit sein. Aber vielleicht sollten wir wirklich... Heidewitzka, meine Stimme. Vielleicht sollten wir uns wirklich einfach mal ein bisschen umgucken. Und noch ein paar Lachsbeeren holen. Außer Betrieb. Das wird wahrscheinlich das sein, was die Yumino dann reparieren, denke ich. Können wir da die Strohsache weg? Ja, tatsächlich. Motto. Da bin ich ja noch nie gewesen. Wir können hier an der Stroß entlang. Ja, das ist natürlich auch geil, das Gebiet. Interessant. Du durch den Tunnel? Tja, tatsächlich. Tatsächlich. Man muss also mal wirklich einfach nur frech genug sein für sowas, ne? Okay. Bringt uns eh nichts. Schade, schade. Aber ich habe mal das Gebiet mal angeguckt. Hin und wieder muss man auch einfach mal frech sein und durch die Gegend latschen. Gute paar Lachsbeere haben wir wenigstens so auch noch gefunden. An sich auch nicht schlecht. Wer weiß, was die uns bringen. Ja, wenn wir die Geiststatue zufriedengestellt hätten, dann können wir höchstwahrscheinlich auch noch mit einer Lore hier lustig rumfahren. Wo führt es uns dann hier? Okay. Da geht's nicht weiter. Hopp, das war jetzt noch ein winziger Ausflug. Und ich stehe dann sage, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zu einer neuen Folge Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Da gucken wir, was der Tag so für mich bereithält. Und wir gehen vielleicht noch mal ein bisschen in die Mine. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.